wie ein Macho bin. Vielleicht teils einmal ein bisschen, aber von Natur aus nicht. Ich bin der Kasi. Ich heiße Timo. Mein Name ist Samir Chedidi. Ich heiße Joel. Ich bin der Chivi. Ich bin der Mardo. Ich bin der Anwar. Mein Name ist Gray. Ich denke, es gibt verschiedene Arten von Macho. Es gibt sicher so das typische Bild. Er ist sehr dominant, er macht nichts daheim. Jemand, der durch eben seine Maskulinität toxisch wird. Das ist halt ja vielleicht auch wie ein Lifestyle. Man kommt dort rein in die Rolle. Aber für mich ist ein Macho auch, wenn man mega viel Raum einnimmt, auf eine mega subtile Art und Weise. Der Film und allgemein auch in den Trickfilmen und überall ist es gut angesehen worden, wenn der Mann angehimmelt worden ist von Frauen. Als Bub hast du da halt mega zu Herzen genommen und dir da gewünscht. Also so ein krasser Sieg sein wie der James Bond. Zum Beispiel der Kollege, der Boss, er hat zum Beispiel ein Lied, das Alpha heißt. Und wenn man eben so Lieder hört oder eben in den Filmen sieht, möchte man vielleicht auch so sein, weil man ist auf der Suche, hey, was bedeutet überhaupt ein Mann zu sein. Macho-Denken im Rap ist sehr präsent. Abgesehen vom Textlichen auch das Visuelle, oder? Das war wirklich so der Augenmagnet für junge Buben ohne Bart. Wow, ey, Frau im Videoclip. Aber ich habe nicht nur das Gefühl, dass es mit Bildern zu tun hat. Was mir vor allem auch so etwas ist, wo ich oft daran denke, ist, dass es Momente gegeben hat, wo ich vielleicht einen anderen Weg genommen habe, aber jemand, der älter war, hat mir so wie gesagt, mach das nicht. Mir das Gefühl gegeben, wenn ich diesen Weg nehme, dann bin ich nicht männlich. Ich komme aus Albanien und in Albanien ist der Mann sehr stolz. Der Stolz hat sich halt sehr übertragen auf die Familienoberhaupt zum Sein. Und daher habe ich halt gut beobachten. Der Mann chillt auf dem Sofa, die Frau bringt den Kaffee. Ich bin dem Machoismus recht viel in meinem Leben begegnet. Angefangen im familiären und kulturellen Kreis, wo es einen Tisch gibt für die Männer, die dann essen und dann über Politik und Macho-Themen erzählen. Wer hat es sich jetzt gekauft und hat es leisten. Es hat einfach ein bisschen in mir einen Eindruck gemacht, dass, aha, ja, ich bin ja auch ein Mann, also darf ich es auch so chillig nehmen. Und so wachsen dann junge Männer auf, voller Stolz, voller Selbstbewusstsein, ohne Basis, ohne Boden. Aber man muss ein bisschen differenzieren eben zwischen Rollenbildern und Machos. Die klassischen Rollenbilder, eben der Mann geht arbeiten, die Frau ist daheim und sorgt für die Kinder. Wenn man gerne so leben will und beide mit dem einverstanden ist, dann ist das für mich kein Macho. Ich bin dem auch in der Schule begegnet, wo dann der Macho eben hat angefangen zu mobben und Ansagen zu machen. Wer wird gemobbt, warum? Und so ein bisschen die Leitkultur hat wieder gespiegelt. Das ist auch die Stärke des Macho, wenn eine Gruppe ihm echt den Rücken stärkt. Als ich jünger war und ich habe mit Machos Bekanntschaft machen in dem Sinn, habe ich das mehr ein bisschen als furchteinflößend empfunden. In der Dusche waren wir 11 oder so. Dann ist es um Pornos gegangen. Und dann hat es einen gehabt, der noch nie ein Porno geschaut hat, mit 11, was ja eigentlich so zum Glück. Aber wir haben dann den fertig gemacht, weil er das noch nie gemacht hat. Ich habe das Gefühl, als Kind ist das eigentlich noch manchmal viel ausprägter, weil die Kinder sind ganz fies. Das sind wirklich so die Chefs vom Quartier. Da muss man sich dann die Frage stellen, ist das auch schon eine Art von Machismus? Ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass das schon die ersten Einflüsse sind und der müssen wir das eigentlich schon unterbinden, dass das nicht noch schlimmer werden kann. So, was ich zum Beispiel auch sehr paradox finde, ist, dass die Floskeln, die man immer vor den Clubs hat gesagt hat, ja, die im Club sind so Frauen, oder? Ich habe schon früher das rausgeklaut, das ist nicht richtig. Auch für im Ausgang ist das ganze Macho-Getue riesig. Nämlich gibt es so einen gewissen Balztanz, wo eben Machos immer wieder machen. Also die Frau hat mir richtig gefallen, ne? Aber ich war klein und dick und so einen Lockenkopf gehabt. Also ich war kein Ziel für die Frau. Weil wir halt den Mindset so hatten, haben wir halt immer rausgelassen und gesagt, ja, die Frau, ja, sie schaut mich nicht einmal an, die muss sicher ein Punkt sein. Viele Leute kennen das von hinten antanzen, was ich total übergriffig finde. Aber es gibt mehr so ein gewisses Spiel. Man geht her, man starrt die Person schon fast unangenehm an. Und das Lustigste ist immer, wenn dann mal die Schwester oder die Cousine in das Alter kommen und auch wenn in Ausgang gehen, ist das im gleichen Club. Und dann können sie nicht mehr so durchgehen und sagen, ja, alle Frauen im Club sind Punkt. Sonst sind sie ja die eigene Familie direkt. Das weiss ich natürlich nicht. Wo Familie ist heilig, oder? Wir kennen es. Früher, wenn ich eine Frau begehrt habe, hat sie einen hohen Wert gehabt in mir. Und ab dem Moment, wo sie meine Freundin war, ist der Wert sehr schnell gesunken. Als ich 15 oder 16 war, meine erste Beziehung zu Ende gegangen und dann hat mir so ein Kollege gesagt, ich muss jetzt Erfahrungen sammeln, in dem Sinne auch meine ersten sexuellen Erfahrungen, weil ich das noch nicht hatte in dem Moment. Und dann hat es bei mir schon einen Druck ausgelöst. Und dann ist man auch dementsprechend mit diesen Frauen umgegangen. Und man hat sie nicht mehr so wertgeschätzt. Man hat selber Sachen gemacht, die man die Freundin nicht machen hat. Man hat schon ein Machtverhältnis, das meiner Meinung nach nicht entstehen darf. Und dann habe ich tatsächlich mit einer Modi geschrieben, die mir nicht sonderlich gefallen hat, aber schon ein bisschen mit dem Ziel. Und dann habe ich so gemerkt, okay, das will ich nicht, das kann ich nicht. Die nächsten 3 Jahre hatte ich dann so wie nichts gehabt. Ich komme ab und zu dann so
so Sprüche oder Kommentare, ist doch nicht normal. Wo ich natürlich auch mega konfrontiert wurde mit der Macho-Kultur, der war in der Lehre. Zum Beispiel, wenn die Leute Frauen abpfiffen. Und ich war halt wieder daneben am Schaufeln und ich hatte immer das Gefühl, oh Scheiße, die Personen denken jetzt, ich gehöre zu denen. Ich hatte einen Vorgesetzten, das war ganz frech. Und wir hatten eine Frau, die hat ein Baby bekommen und die hat gestillt. Und dort konnte man die Stillzeit anrechnen. Ich hatte sicher mehrmals die Situation von wegen Arbeitskollegin hat vielleicht einen Verbesserungsvorschlag gebracht. Und dann ist vielleicht der mal ein bisschen ruhig und so, weil sie eine Frau ist. Wiederum, wenn ein Mann geredet hat, hast du keine Reaktion von dieser Person mitbekommen. Das ist Trash. Auf jeden Fall hat da irgendetwas mit dem Personal nicht funktioniert und sie hat immer wieder schauen, ja, wie wird man das angerechnet oder eben nicht. Und dann ist sie zu meinem Vorgesetzten hergegangen. Ja, könntest du mir da nicht irgendwie schauen, dass das jetzt mal funktioniert? Was sagt er? Man glaubt es kaum. Er sagt, ich würde mich nicht so aufregen, sonst wird deine Milch noch sauer. Du bist zum Beispiel in die Wohnung gekommen, als Kundenmaler und der Vorarbeiter ist in die Wohnung raufgegangen, kommt runter und sagt, ja, jetzt wartest du eine Stunde im Auto. Auf der Heimfahrt habe ich dann gefragt, was los war. Er hat es mir dann so gesagt, dass er schnell die andere geknallt hat. Und das ist wirklich Macho 100%, wo er das Gefühl hatte, das ist jetzt eine Frau, die will etwas von mir, mit der kann ich ein bisschen machen, was ich will. Wie ich etwas gesagt habe, ich denke so, als ich jünger war, nicht. Ich habe so Anfangs 20er, als ich meinen ersten Job hatte, zu allen raufgeschaut, weil die alle älter waren als ich. Dann mit der Zeit, als ich gemerkt habe, jetzt weiss ich, wie die Arbeitswelt funktioniert, dann musste ich schon sagen, so, ey, das machen wir nicht. Ich glaube, es haben ja mega viele Leute Angst, es abzulegen, weil das ist schon das, was man kann, das, was man kennt. Man ist bekannt dafür, dass man eben der dominante Dude ist. Und wenn man das dann nicht mehr ist, dann haben mega viele Leute so das Gefühl, wer bin ich denn noch und was habe ich denn noch zu sagen und werde ich überhaupt noch ernst genommen. Ich sage jetzt mal, auf den Boden gekommen bin ich erst so, als ich dann die ersten echte Freundinnen hatte, wo man dann wirklich auch gehört hat, hey, so dann nicht oder so will ich nicht, dass du mit mir umgehst. Ja, ein Kollege, wir ja auch gegenseitig reflektieren, was wir gemacht haben, ob das jetzt gut war oder schlecht war und versuchen uns gegenseitig eigentlich zu helfen. Oder was auch ganz ein grosser Punkt war, ich bin mit 3 Schwestern aufgewachsen. Die haben sehr schnell immer eingegriffen, wenn man sich in das Macho-Gehabe hineingesteigert hat. Ich bin nicht besser als jemand anderes oder so, weil ich ein Mann bin. Ich habe andere Qualitäten als ein Mann. Ich bin nicht mehr der ein Bild hat von einer Frau, wenn sie so im Ausgang ist, dass sie so eine schlechte Frau ist. Weil schlecht ist sowieso nicht. Ich habe mich schnell entfernt von dem, vor allem durch meine Mutter. Ich habe auch angefangen mit neuen Leuten zu hängen und die haben mich dann sicher auch beeinflusst. Sie sind vielleicht an einem anderen Ort aufgewachsen, vielleicht in anderen Vereinen gewesen, aus anderen Familien gekommen. So haben sich unsere Ideale halt ein bisschen durchgemischt. Bezüglich zu diesem Machtverhältnis von Mann und Frau in einer Beziehung habe ich das Gefühl, dass da einfach wirklich die Vorstellungen und Bilder sehr stark sind in den Köpfen. Also eigentlich wäre es einfach gelöst, indem dass man einfach das Bild aufgibt, weil man ja auf keinen Fall will. Wer will schon Macht abgeben? Was die Leute nicht verstehen, ist, dass es nicht nur die Frauen schadet, sondern die Männer auch. Und wenn die Machos das da checken, dann glaube ich, werden wir fliegende Autos haben oder so. Dann sind wir voll in Zukunft.